Jede werdende Mutter steht irgendwann vor der grossen Entscheidung. Und nein, ich meine nicht abtreiben oder behalten. Wie sage ich es meinen Followers? Poste ich ein Ultraschallbild? Mache ich eins von diesen Pregnancy-Fotoshoots mit Wickelkleid und Blumen in den Haaren? Oder mache ich die Datenschutzversion und warte, bis das Baby da ist und poste dann nur ein Foto von einer Babyhand, wo meinen kleinen Finger hebt. Zusammen mit der Caption: ein bisschen Mama, ein bisschen Papa und ganz viel Wunder. Sonnige Posts sind, glaube ich, gemeint mit Schwangerschaftsübelkeit. Aber okay, ich habe es auch gemacht. Früher hast du ein Tagebuch und du bist gestorben ab dem Gedanken daran, dass irgendjemand es lesen könnte. Ich habe es immer mit dem Titelschloss abgeschlossen. Nur im Falle eines Falles. Jeder Eintrag im Titeltagebuch hat gleich angefangen. Liebes Tagebuch. Ich bin so unglücklich, weil der Marc liebt Lisa. Heute veröffentlicht man sein Tagebuch freiwillig und mit Kommentarfunktion. Liebe Community. So eine Geburt ist ja echt ein traumatisches Erlebnis. Okay, es ist wirklich eins. Und irgendein René47 kommentiert: selber schuld, du Fotze. Und das ist das Magische. Social Media gibt dir alles. Liebe, Hass, Community und Dopamin und doch Einsamkeit. Online sagst #Selfcare, #Detox, #Grateful. Und im echten Leben sitzt du im Pyjama, isst Chips und siehst aus wie das Tatort-Flussopfer. #NoFilter ist immer der Filter: ich habe eine Nanny, ich habe eine Putzkraft und ich habe super Licht und vorher alles umgestellt und aufgeräumt. Jedes Video ist ein Bewerbungsvideo für Anerkennung und genau da habe ich mich selber ertappt. Mein Baby ist so fucking cute, Mann. Ich weiss, jeder meint das. Jö, ist das herzig. Aber ohne Witz, Mann. Mein Baby ist so fucking cute und wie schnell ich es mit der ganzen Welt teilen und einen riesen Post machen wegen so much cuteness overload. #Cuteness, #NoFilter because of perfection. Wie zum zeigen: schau, ich habe das gemacht. Das ist mein Fleisch und Blut und Schweiß und Tränen und so viel Blut. Aber warum genau will ich mein Kind mit der ganzen Welt teilen? Klar, ich bin stolz, aber wer profitiert? Mein Baby, seine Interessen begrenzen sich momentan auf meine Brüste, mein Bett und meinen schrecklichen Einschlafgesang. Ich habe keinen Nerv mehr, es geht 1,5 Stunden, bis du einschläfst. Mein Baby hat nichts von meinem potenziellen Social-Media-Fame. Ausser vielleicht Mobbing in der Schule, weil ich dem Kind anstatt ein Rebenlichtli ein Ringlicht mit auf den Umzug gegeben habe. Rebenlichtli. Sind Instagram-Kinder die neuen Disney-Kinder, die in 20 Jahren nach dem 10. Crack-Entzug berichten, wie schlimm das es eigentlich für sie war? Auf Disney Plus gibt es ein Doku über eine Social-Media-Famey Mom, die ihre Kinder misshandelt hat für Fame. Hinter einem glücklich scheinenden Familien-YouTube-Kanal ist leider weniger Happy Family gesteckt, sondern ein Albtraum aus Kontrolle, Ruhm und Missbrauch. Auf Disney Plus. Ja gut, ohne Glorifizierung von Kindsmisshandlung ist es ja kein guter Disney-Film. Früher haben Stars ihre Kinder in der Öffentlichkeit mit einer Decke zugedeckt, aus Angst vor Entführungen. Momfluencers heutzutage machen das Gegenteil und posten ihre Kinder mit vollem Namen, Foto und genauem Aufenthaltsort. Es ist wie wenn sie sagen: bitte entführe mein Kind, das gibt viralen Content. Aber eine grundlegende Frage steht im Raum: was haben Kinder für Recht? Weil ganze 45% der Eltern in der Schweiz posten Fotos vom eigenen Kind, ohne das zu fragen. Da bekommt das Wort Paparazzi ja ganz eine neue Bedeutung. Ja gut, ich bin als Kind eigentlich auch nie bei irgendwas um meine Erlaubnis gefragt worden. Wollte ich in die Schule? Wollte ich wandern? Wollte ich Gemüse essen? Wenigstens bin ich gefragt worden: willst du sparen an die Ohren? Die UN-Kinderrechtskonvention sagt, Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre, auch ohne Titelschloss am Tagebuch. Zudem haben sie das Grundrecht am eigenen Bild und das Recht auf Selbstbestimmung.
Und das Recht dürfte auch rückwirkend eingefordert werden. Also dürften Eltern jetzt ohne die Einwilligung von ihren Kindern ein Bild posten oder nicht? Und wenn sie die Einwilligung geholt haben, hat das Kind überhaupt die nötige Medienkompetenz, um sich die Dimensionen von Social Media überhaupt vorstellen können? Ich glaube, ganz viele Kinder würden ganz anders reagieren, wenn sie wissen, was wirklich abgeht. Willst du mein Fettli oder so? Wenn sich viele Erwachsene, ich inbegriffen, sich die Dimensionen nicht vorstellen können. Aber ich muss zugeben, ich schaue selber so gerne Momfluencer an und ich finde es so schön, Baby und Kinderfotos anschauen. Ohne Witz, Mann, ich bin einfach ein richtiger Baby-Fanatiker geworden. Babys sind die besten Wesen auf Erden. Anstatt Fußballfan bin ich Baby-Fan. Fußball und Babys sind schlussendlich ja auch das Gleiche. Sie heulen viel, rollen am Boden um und brauchen nach 45 Minuten spätestens ein Fläschchen. Während ich beim Babyfotos anschaue, denke, oh mein Gott, so herzig, und Milcheinschuss bekomme, schauen andere das gleiche Foto an mit ganz anderen Absichten. Und genau da sind wir beim düsteren Teil. Social Media ist praktisch der neue Spielplatz Haag. Vergessen Sie mühsames Warten am Spielplatz, anstrengendes Herumlungern hinter Büschen oder riskante Blicke über Zäune. Die Zeiten haben sich geändert. Heute ist alles nur einen Klick entfernt. Wir präsentieren Kinder. Dank Social Media erhalten Sie ganz bequem und rund um die Uhr Zugang zu unzähligen Bildern und Profilen von Kindern aus aller Welt. Einfacher, schneller, direkter. Ganz ohne verdächtige Regenschirme im Park. Sie brauchen keine dunklen Gassen, keine Hinterhöfe mehr, nur WLAN und ein Profil. Willkommen in der neuen Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Stell dir vor, wie geil ist es, wenn du nicht mal suchen musst, sondern der Algorithmus die ganz persönliche Kurator von Kinderbildern ist. Praktisch, oder? Du brauchst nicht mal Geld, wie der Jeffrey Epstein oder eine private Insel. Dein Nachteil ist deine private Insel. Und jetzt hilft dir die KI auch noch dabei, aus deinen Lieblingsfotos bewegte Bilder zu machen. Aus dem Kopfkino wird richtiges Kino. In der Hauptrolle der 5-jährige Konstantin vom Haus nebendran. Und das nur, weil sie persönliche Papa Razzi das Fotos von der Familienferien für Fame gebraucht hat. Aber was weiss ich schon? Hören wir doch mal kurz der Fanny de Tribole zu. Sie ist nämlich von der Präventionsstelle für Pädokriminalität von der Uniklinik Zürich. Auch wichtig ist auf Instagram der Algorithmus, weil wir haben immer wieder gehört von Patientinnen und Patienten, dass wenn sie mal anfangen, Kinderbild zu schauen, dann bekommen sie auch immer mehr Bilder vorgeschlagen und die werden auch immer jünger, die Kinder, und expliziter. Also es gibt dort irgendeinen Algorithmus, der auch noch mitwirkt, der den Konsum unterstützt. Eins ist klar, etwas muss passieren. Aber jetzt ist die grosse Frage im Raum: Wer hat die Kinderschutzverantwortung? Die Eltern, die Kinder, der Staat, die Kantone, die Polizei, die Social-Media-Plattformen oder die Fremden? Wir nennen sie mal Interessenten an diesen Bildern von völlig fremden Kindern. So, weil ich mir immer noch nicht entscheiden kann, ob ich mein Kind auf Social Media posten soll, gehe ich jetzt mal in Zürich ein bisschen fragen, was die Leute dazu meinen, posten oder nicht posten. Let's go. Postest du deine Kinder auf Social Media? Ja, aber nicht fest, also im Sinne von Face und vor allem auch nicht oft. Nein, also ich und meine Frau behalten alles privat außerhalb der Welt von Social Media. Darf ich fragen, warum? Weil ich finde, es geht niemand an, was wir machen in unserem Alltag. Also wir haben unsere Familie und Freunde, die Teil von unserem Leben sind. Was wäre, wenn du deiner Tochter das Nachteil wegnehmen würdest? Zuerst mal irgendwie fliegt alles durch die Wohnung und nachher irgendwie wirst du 2 Wochen gehasst. Was wäre, wenn deine Tochter Influencerin werden und irgendwie... Schon. Ist sie wirklich? Nein, ich weiss doch nicht, aber Ich folge sich so. Tust du Social Media von deiner Tochter überwachen oder darf sie machen? Das ist Daily Battle. Ich bete darum, dass das irgendwie vom Staat reguliert wird.
Okay. Haben wir niemanden, der das irgendwie easy findet. Okay. Also alle haben den Krieg daheim mit den Kindern. Hey, du musst irgendwie so einen Teenager haben, der unglaublich selbstreflektiert ist und findet, Mami, bitte, kannst du mir Bildschirmzeit einstellen und TikTok löschen, weil das ist wirklich nicht gut für mich. Ich meine, es gibt keine solchen Teenager. Es kann nicht selber entscheiden, also sollte man warten, bis es das selber weiss, ob es es möchte. Und ich bin total dagegen. Zum Glück haben wir jetzt die Lösung gefunden. Ein absoluter Genie, ein besonders wacher Geist, ein Meta-Virtuos sozusagen, ist auf die Idee gekommen, ein Emoji aufs Kindergesicht zu machen. Kinder im Netz bekommen jetzt ein Herzli vorm Fratzli, ein Grind vorm Kind, ein Tröpfli vorm Köpfli. Das Problem ist gelöst. Fassen wir also zusammen. Social Media ist wie ein Kindergeburtstag. Zu laut, zu viele Leute mit Need für Aufmerksamkeit und mindestens ein creepy Onkel ist immer dabei. They don't know I do it for the culture. Goddamn, they say I should watch the shit. Ist etwas. Da ist die nächste Folge. Einfach draufklicken. Das ist nicht so schwer.